Eine weitere Einnahmequelle ist halt alles, was mit deinen persönlichen Supporter zu tun hat. Dort würde ich jetzt nicht mega viele Punkte anschauen, aber auch dort nochmal ein Praxistipp, wenn es um deine Fans geht und um deine Supporter am Sinne, vielleicht habe ich das auch schon mal in einer Diskussion gesagt und gewisse andere Künstler. Ein ganz einfacher Praxistipp. Wenn man mich jetzt fragt, ja, aber Alex, wie kann man dann mit Supporter, mit Unterstützer oder Fans, wie kann man dort CRM-mäßig eine Einnahmequelle generieren? Da gibt's natürlich verschiedene Arten, je nachdem wie kreativ man ist. Aber ein Praxisbeispiel ist zum Beispiel, es haltet euch niemand davon ab, einen Fanverteiler zu machen. Wenn ihr jetzt da auf Instagram unterwegs sind oder auf YouTube oder irgendwo und ihr habt Leute, Hörer, die euch zuschauen oder Leute, die Fans von euch sind oder euch unterstützen, macht einen Verteiler zu diesen Leuten. Ich sehe das so oft, dass das Künstler überhaupt nicht berücksichtigen, aber eure Unterstützer, eure Supporter, weil ich will die nicht nur als Fans bezeichnen, Leute, die euch unterstützen, das versuchen halt mit diesen Leuten einen direkten Draht aufzubauen. Weil das werden dann die Unterstützer sein, die vielleicht später auch noch an deiner Seite werden sein. Und in einem Marketing-Business-Aspekt ist das halt alles, was mit Customer Relationship zu tun hat. Darum ist es auch schon im Wort Konsumenten-Relationship, also die Beziehung zu deinem Konsument. Und dort ein wichtiger Punkt, wo viele unterschätzen, einfach an dieser Stelle, alles, was mit Social Media zu tun hat, oder mit diesen Musikanbietern generell, ihr müsst euch einfach vorstellen, einen kleinen Hint dort, ich will jetzt nicht mega drauf eingehen, aber ein wichtiger Punkt, wenn es um das geht, Fanbindung und einen direkten Draht zu haben zu euren Konsumenten. Bei all diesen Plattformen, wo ihr da den lieben langen Tag drauf sind und euch dort promotet, ihr müsst einfach verstehen, das ist kein direkter Draht zu euren Konsumenten, zu euren Fans und Supporter. Das ist ein indirekter Draht. Weil dort dazwischen ist meistens als Mittelmann die Plattform. Weil ein direkter Draht wäre, wenn ihr halt sozusagen die Nummer oder die E-Mail-Adresse oder wirklich halt einen direkten Kommunikationsweg habt zu diesen Supporter und euren Unterstützer. Darum sage ich, es hindert euch dort niemand daran, einen Verteiler zu machen mit euren Die-Hard-Fans oder mit den Leuten, die euch unterstützen wollen. Und macht das auch unbedingt und baut die Verteiler auf, sei es jetzt ein WhatsApp-Verteiler oder irgendetwas, wo ihr nachher selber pflegt, weil ich nehme lieber die 500 Leute, die starken Die-Hard-Leute, die man dort drin hat als Künstler, als 50.000 Follower irgendwo auf einer Social-Media-Plattform, wo vielleicht morgen irgendwie im Algorithmus sich etwas ändert und nachher plötzlich hat man von diesen 50.000 Follower spricht man nur noch 5% an. Ich erwähne das, weil die Geschichte hat es alle schon mal gegeben. So. Darum CRM und alles, was ihr mit euren Supporter und Unterstützer macht, dort einfach das Stichwort einen direkten Draht zu diesen Leuten aufbauen. Weil aus dieser Interaktion, aus dieser Beziehung kann halt auch eine weitere Einnahmequelle entstehen. Sei es jetzt, wenn zum Beispiel Merch würdest verkaufen natürlich, oder irgendeinen eigenen privaten Shop hast als Künstler. Dort entsteht eine Einnahmequelle, die du sonst auch nicht hättest, wenn du dich nicht um das kümmerst. Darum ganz wichtiger Punkt, wird auch ganz, ganz oft unterschätzt in der Schweiz und halt einfach noch nicht genug gemacht.